ganz großen Merci auch und das Skript, den ganz aktiv, ganz engagiert ist, dass man die Partner bei kriegen und dass man auch dadurch steckt Innovation an Schulen kriegen, wenn wir Schulen aufmachen, Tieren aufmachen, für Leute, die mit einem anderen Gage, mit einem anderen Wandtrans dabei sind. Da geht es weiter. Kulturminister. Ich will auch Menge eine große Merci und all die implizierten Akteure an die gute Zusammenarbeit, die das Projekt als erlaubt wird, porträtiert zu stellen und noch Kraft zu setzen. Vielleicht war das wichtig auch vom Kulturminister, von der Kultur aus, dass man so ein Projekt wie die heute an einer Schule hat. Ich sehe nur ein paar Aspekte komplementär zu dem, was ich schon gesagt habe. Für dich mal also so, dass natürlich Schüler von Haut, das sind Kulturkonsumenten und Kulturschaffende von und das dafür sind wir auch heute von dem ganz positive Kader, wo ihr gesagt dass wir auch die Kulturschaffende von heute präparieren an unsere Schulen, dass ihr gesagt was zu Lützburg alles produziert wird, was zu Lützburg gemacht wird und wie vielfältig und Dynamik den Lützburger Filmsektor ist, dafür ist doch schon mal ein eigenes Modell für zu weisen, was alles dran ist. Dann ist es aber so, dass natürlich essentiell ist, dass man auch die Lützburger Kultur dass die präsent ist an dieser Schule. Wir haben eine immens vielfältig und immer mehr hochqualitativ Filmproduktion zu Lützburg und auch dementsprechende Preise, die immer vorgegeben um Lützburger Produktionen und Co-Produktionen. Und das wie man es schuld von, wenn man gegen latscht, die gehen, und man die nicht auch gegen die Schüler von Haut präsentiert gehen, und sie darf nicht auch an ihren Alltag, an hier kulturelle Welt könnte man daran bringen. Und dadurch ist es wichtig, dass man die Projekte haben und dass sie noch gleichzeitig akkompagniert wird durch die pädagogische Arbeit, die man dabei ist, wo die Enseignants auch können mit den Schülern denen Projekt schaffen. Dann last but not least, die Filme weisen ja auch quasi alle gut in eine Lützburger Realität. Geschichte von Lützeburg, geteilt vermittelt den Alltag von Lützeburg. Und auch das also ja wichtig, an also quotidien mal dran zu kriegen, eben von den Schülern, dass sie auch dazu einen großen Bezug zu unserer Kultur, zu unserer Geschichte kriegen. Dafür sind ich ganz froh über das heute. Und dann schreibt sich auch an anderen Projekten, da kommt da schon eine Reihe aufgezählt, auch zum Beispiel von der Literatur, wo es ja auch ähnlich Literaturhaus zu mir auch keine Pädagogiken ausgeschafft bei verschiedenen Büchern, die auch dadurch den Zugang an Schule fangen, weil ja auch das etwas von unserem Quotidien kulturell aus und auch das froh, dass Schüler sich können mit der Lützburger Literatur und Kultur auseinandersetzen. Dafür ganz großes Bravo für die Arbeit, die weitergeht und nach mehr Filmen werden mal drankommen. Und ich überlege gerade, wem ich noch zum Weitergehen. Ja, merci. Vielmals merci auch von mir, auch und die anderen drei Partner. Ich fand oder werde auch an Zukunft eine ganz flott Zusammenarbeit ziehen. Ich fand, dass wir eine ganz flott Komplementarität tun zwischen dem Skript, den der Lehrmeister am Enseignement, mit den Schulklassen, den CNA und dem Zentrum für politische Bildung, die mehr spezifisch für Filmanalyse zuständig sind, für die Pädagogiken und Filmakademie, die dann den Lien mit der Industrie möchte. Ich meine, das hat just an der Konstellation können funktionieren und ich fand das ganz flott, die Zusammenarbeit steht auch. Vielmals merci so für war wichtig für die Filmakademie für dabei zu sein. Ich meine, das überschneidet sich 200% mit dem, was Herr Maisch am Tonson gesagt hat, in der Wichtigkeit von Filmen an der Schulklasse, in der Wichtigkeit auch nicht nur eine cinematografische Kultur, sondern eine spezifische Lützburger Kultur auch zu vermitteln, einen kritischen Blick zu formieren, eine gewisse Kulturcinematografie anzuweisen, auch dass die Vielfalt von unseren Produktionen, also die Schwätzenei, von Longmetragen, an alle Genres, Dokumentär, Fiktion, Animation, aber auch Co-Produktionen, das sind Züge, die auch über Lützburg rausgehen, wie vielfältig Produktionen, also an wie en face quasi mit den gesellschaftlichen Debatten. Dann da gehe ich direkt auf das Site. Wie ihr seht, wir wurden eine Seite mit den Filmen, das sind
den Moment 24 Filme drauf. Das wird natürlich evaluieren permanent. Wie sind die Filme ausgewählt, die man ja sur base von ihrer Pertinenz am Klasse, also Plus-Value pädagogique, die so an Verbindung mit den großen gesellschaftlichen Themen, der Kulturgeschichte, der Geschichte, allgemein an. Wir wollten aber auch eine thematische Diversität rausbringen, an Diversität von den verschiedenen Produktionen. Die verschiedenen, also du kannst dann noch oben auswählen, welche Themen mich spezifisch träieren, das sind so Sachen wie Amitié, Konflikt, Kultur, droit de l'homme, Environnement, Histoire, Migration, voilà, die sitzen da alle. Da kann ich noch auswählen, für welche Klasse das an die dritte Punkt von Hypass. Die letzte Punkt das. Voilà. Vielmals merci. Voilà. Wir können vielleicht einfach Film umklicken, vielleicht der schwarze Mann, ich meine, das ist ein spezifischer Grund, weil das ganz teilweise angefangen an einem Gespräch zwischen dem Mann Schrader, Filmproduzentin und Realisatrice, die auch heißt, die den Film produziert hat. Wir haben über die Jahre immer nicht Filme, die relativ gut pädagogisch Dossier haben, die dann eben just am kleinen Kreis so ausgewählt wurden. Dann hat das Gespräch Mark Schönchen irgendwann mal, ja, das sind aber du hast es machen, das sind das alles irgendwie zentralisiert auf einer Plattform, wo in dem ganzen Enseignement zur Verfügung gestellt wird, auch also Films for Schools so ein Label für Qualität sind, das heißt, die Dossierpädagogiken, Produzenten können zu bestimmten Datum Filme rachen, die gehen dann von einem Komitee de Gouvernance analysiert, steht eben als Repräsentant von den freien Partnern. Wir analysieren Pertinenz vom Film eben am Kader von diesem Projekt an den CNN, ZBW mehr spezifisch, da können Sie ja noch darüber schätzen, die Qualität von den Dossierpädagogiken, wann sie existieren, wann sie nicht existieren, an den Mengen, das wäre der Wert, ein Dossier darüber zu machen. Ich würde nicht viel greifen, dann können die zwei Institutionen das auch machen, also Dossier produzieren. Voilà, soviel zum Komitee de Gouvernance. Just eng Sache nach von meiner Seite, dass den knäpchen Kontakt. Wir wollten aber auch den alle Schulklassen weisen, dass es möglich geht, an den verschiedenen Kinoen am Netz bei Land Science Scolaire zu organisieren, weil man natürlich nicht just für den Visionage auf Streaming-Plattformen favorisieren, aber auch die Experienz von an die Kino und an den Film am Kino leben, nach immer Heischale, sowohl als Akademie, wie als Mensch, all die Partner, die hier sitzen. Dafür haben wir die Kontakte umgehen, wo wir uns sehen, dann sich können. Und die können wennen an Dimensions- und Aufrufe, egal welche Filme, die dann eben zur Verfügung stehen, das müssen nicht unbedingt die Filme von der Plattform sind. Voilà, ich meine, das war von mir. Ich gehe weiter und macht Film. Merci. Dat schon vieles gesund geben große Merci so dat das Skript dat die Education national den Projekt Summe gemacht wird. Also es wäre Idee, die man für schmengen Antwerp 4 Jahre wo man bei ne sitzen ganz wärme der dat we nach der Bibliothek zu Wolfer sitzen, wo man dat so ausgehackt hun bis der Not hat Stunde Projekt kann präsentiert gin. Das so dat am Logo eng Féier dran ass net wenn Féier gedauert huet, net d'Absicht dat so dauert, dat se viel Sachen der Tisch an Notamment den COVID die natürlich net mir einfach gemacht. Fir déich mal eng Demand as de Scholen, weil man kontaktiert diesen Schmellet, die Sachen, die Demanden heier Mu heieren, giffe gerne Filmweise gëtt hudieren net. Oder ich gucke den Film immer auf YouTube an einer ganz schlechter Qualität und da er gesteckelt auf 5 oder 6, 7, 8 Episoden, was ja eigentlich nicht den Film an seiner Qualität, zum Beispiel seiner Qualität an dem Ursprung, den an der Enseignement wird, einfach nicht gerecht wird. Und da werden Menschen auf der anderen Seite nach in die von der Film also ein ganz gutes Medium für aus meiner Perspektive für politische Bildung zu machen. Weil der Film ja immer ganz nur aus Zeitgeist oder Zeitgefühl. Also wenn der Film alles weißt du nach, wie die Zeitgeist stehen muss, weil an nach
ganz groß Aktualität. Wenn das Film guckt, das wird ja eine Panoplie von Themen, die einfach gesellschaftlich relevant wären. Und das wie man die schwaffende Filme gemacht herausfinden, die hautnah relevant sind. Und den Dossier, den wir hier leiden, und ich meine, 4, über den Film schwer im Kongo, das ist kein aktuellen Film, den Menschen Puyo und Bocke, mir sein Thema hat eine große Aktualität. Nicht zuletzt, weil er Büse oder eine große Ausstellung benannt geht, die sich mit der Kolonialgeschichte von Lützeburg befasst. Thema Rassismus als leider ein anderes Thema, also Demokratie, noch als Lützeburg, als ein Thema an den Schulen, sodass der Wert wäre für Filme zu den verschiedenen Thematiken auf die Plattform umzusetzen, an eben die Themen dann engemst dann auch als relevante Themen zu Diskussionen zu bringen, an auch Kontroversen, die wir haben, oder die Debatten, die wir zu beschulen. Also dafür meine ich, dass der Film ganz guten Util. Was wir auch noch auf der Plattform weisen, das sind andere Projekte, Edukativprojekte, die mit Filmen zusammenhängen. Da sind zwei oder drei Sachen, die da wahrscheinlich ist. Der Lützburger Filmfestival, den Anfang des Jahres stattfindet. Das ist auch noch ein Meier, wo ich kann Filme gucken und dann einen pädagogischen Kontext, weil wir extra Jugend- und Kannerprogramm haben. Wir haben ein Filmprogramm zur Journée de la Mémoire de l'Holocauste, auch im Januar, Februar. Es gibt eine Serie von Konferenzen Film und Politik, die wir zusammen mit dem CNA auch organisieren. Und es gibt ganz viele Initiativen, wo der Film am Mittelpunkt steht, an den UT als für zu diskutieren und Anlass zu geben für zu diskutieren. Zu den kann die Pädagogik, das wir ja gute Zugeschnitte gehen, den probieren so nicht nur über den Inhalt vom Film, aber auch natürlich wie der Film gemacht, wie er den Film konstruiert, und das ist immer ganz klar im Bereich von der Medienpädagogik. Und das ist vielleicht so, also das ist ein Zufall, dass wir an der Chambre eine Aktualitätsstunde oder eine Aktualitätsdebatte war über Medienpädagogik und Wichtigkeit von der Medienpädagogik in unserer Zeit. Die ich am Anschluss darüber geschwärzt und als gut nicht bewusst werden, das hat immer 5, 4 oder 4 oder nur so ein wirklich aktuelles, brennendes Thema aus, notamment an Schulen und noch bei den Jungen, weil das auch ein medienpädagogischen Projekt, weil es darum geht, Filme zu verstehen, Messagen zu dekryptieren, weil das die Vorgehensweise sind, die am Alltag brauchen. Ob ich nur Film gucken oder eine Nachricht gucken oder Bericht von den Social Media erwesen. Dafür ist das die Analyse von Filmen, Kritik von dem, was ich präsentiert kriege, als extrem wichtig. Und da probieren wir noch diese KI-Pädagogik auch zu machen, für den Enseignants und auch den Jugendlichen und den Kindern, die an der Schule schaffen, ein UT an den Grab zu gehen, wie sie das sinnvoll mit den Filmen können schaffen, weil das nicht gedurcht, dass es just etwas für Zeitraum zu kreieren und noch seinen Grad fehlt. Also da das Menschen nicht der Interesse davon, das wirklich vier Beredungen, den Film gucken, an eine Beredung, das sind die wesentlichen Elemente, die hier unter der Medienpädagogik essentiell sind. Voilà, Mensch, wie ist das Mikro weitergehen? Sehr nah. Ja, wir können ja so, das alles gesucht. Die mich kennen. Aber noch kann ich das erzählen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass ein CNA dabei ist. Wir schaffen ja viel zusammen mit dem Zentrum für politische Bildung. Am Dateiner geht nach ein bisschen weit. Da gehe ich ein bisschen persönlich. Ich habe ganz lange Film enseigniert, dann eine Woche hier am Gebäude. Wir hatten sogar für ganz viele Jahre eine Assoziation, die geheischt von den Enseignants, die Film enseigniert tun. Ich bin extrem froh, dass Teilo etwas umgesetzt wird, wo wir schon lange auch darüber durch können. Und ich bin auch besonders froh, dass ein CNA kann das mitmachen. Da gibt es zwei Hauptgründe. Der erste ist mal, wir sind ein Archiv, aber auch ein Archiv, das als Aufgabe hat, die Sachen, die bei uns leihen, nicht verstöpsen. Das de Publikum erreichen und auch wohl neue Publikum erreichen. Und das ist ja der Fall, wenn ich halt Lust von den Filmen gesehen, die sind teilweise auch mehr, die können das Publikum von früher und auch das Publikum von der Zukunft erreichen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und dann wird den CNA eine weitere Mission, das ist die von der Formation, wo wir ganz viele Sachen organisieren. Und geht alles drin, allgemein die Education à l'image, die der Max schon nur gesprochen hat,
developéieren iwwer de Wee vun wie gesagt, Stagen an Konferenzen méi eben och iwwer dëse Wee. An ech perég hun immer an der Zeit wo ich Enseignant war fir Film darauf insistiert, dat den Film jo net nemmmen als eng Szenario als enger Geschicht besteht mir auch als enger Form. Die Filmanalyse als absolut essentiell, kann ich net trennen von der Analyse von enger Geschicht. Form möchte den Inhalt und dafür sind ich besonders froh auch Datei die Filmanalyse in wichtigen Aspekt ist, weil die Fehler entre guillemets den DAX gemerkt also einfach Niveau von seinem Drehbuch oder seine Geschichte zu analysieren an die zwei Sachen kann ich nicht trennen. Und da will ich ganz zum Schluss aber zu persönlich Sachen nach so das zwei Filme heraus, die die mich besonders touchieren, da denke dass Supplikation, das ist ein Film von Paul Kurt, den persönlichen Freund von mir, mit dem ich ganz viel über Film diskutiert und an den leider für Puyo gestorben ist. Und ich bin ganz froh, dass den Film, den wirklich eine internationale Envergure hat, auch über die WH kann ein großes Publikum nach noch ein Schulpublikum kann offeriert gehen. Und da will ich aber auch natürlich hinweisen, das ist ganz subjektiv der Gros Blanc nach heraus, den das von einem freien Student aus diesem Haus, dem Alex Espigares, den nicht auf der Filmsektion, mehr auf der Animateur des Film d'Animation, BTS war, den ich auch als Student hatte, da war ich dann gesehen, die Wege, die gemerkt haben von den Studenten, einerseits an der Woche von den Enseignants, an denen die sich mit der Formation für die Kino engagieren, dann sind ich effektiv persönlich ganz froh. Ich werde schon wie in älteren Herr, den ich noch nicht sind, aber ich will aber nur an der Lob haben, was es nicht mehr gesperrt für all die anderen zu suchen. Mein größter Merci und hier alle Gute. Ja. Filme sind integral im Siebtrop, also das just de Login als Enseignant, und da kann sie vom Ziel aus gucken. Ja genau, also das sind Login, YAM-Login, die die Enseignant haben, das sind nach anderen Plattformen, wie sie Zugang haben, mit einer auch wertvollen pädagogischen und didaktischen Material. Und da sind die Filme drauf, ich muss sagen, eine ganz gute Qualität, das Skript hat die ganze Plattform aufgebaut, das wirklich eine immens gute Bildqualität, und auch verschiedene Versionen, die man sie hat. Also Untertitelversionen zu den YAM-Code, ich weiß nicht, ob du ich kann nicht Stunde. Nee, das ist ein Code für auf all möglichen Plattformen, so kann man von unserem Ministerium, die Schüler haben nicht, die Enseignants haben nicht, und alle sind aber nicht nach sehr freigeschaltet für die von den Enseignants. Wie lange braucht es ungefähr für so ein Dossier, um überhaupt zusammenzustellen von einem Film? Ja, also wenn ein existierendes Dossier gibt, dann dann könnte es eine Reihe Schlussendlich entdeckt, die ich für als Enseignant gemerkt habe, wo der Mathe beteiligt war. Schlussendlich habe ich geguckt. Also wenn ein existierendes Dossier gibt, und wenn das gut, dann kann ich nicht mal zu 100% überholen oder einfach so überholen. Ein Dossier, die ich Dossier nur ein bisschen mit Zeit kostet, weil natürlich ein Traum oder ein Festweh, was soll eigentlich aus dem Dossier drankommen, aus der Medienpädagogik ist wichtig, dann Filmspruch ist natürlich ein wichtiges Element, und natürlich auch das, was dann historische Kontext, gesellschaftliche Kontext, der politische Kontext, das soll immer mit dran sein, sodass man da so ein Modell haben, wie kann die Pädagogik soll ausgesehen, dass man auch Menschen in Unternehmen so zusammen ficelliert. Wenn ein Auto sich sitzt, dann wird den so ein Mund sitzen, für etwas selbst zu machen. Mit der Recherche muss viel man natürlich gucken, weil das sich dokumentieren, weil auch Zusatzmaterial dran können, zusätzlich linken. Da ist eine ganze Recherche natürlich notwendig. Also das nächste, was ich noch nicht nötig ist, aus dem Ärmel. Weil er erklärt doch, dass man noch nicht können 100 Filme mit dem entsprechenden Multipädagogik draufsetzen. Wie so viel Filme kommt noch nicht. So viel kommt noch nicht vor. Wenn man erzählt, du meinst, der 24 und die können, also das kann sein Film so rankriechen, für das überhaupt mal ein Dossier abgestanden wird, oder?
Genau. den Appell für zu suchen. noch einfach dem Jan besser besser. Ja, das ist wie gesagt der Komitee de Gouvernance, den besteht als Repräsentant vom CNA, vom Skript, vom ZBB und von EIS. Die kennt auch man es immer am Jahr zusammen, die Leute, die in den letzten 4 Jahren geschafft haben. Da haben wir am Vierfeld einen Appell und alle Produktionsparten, dass sie können Firmen erreichen. Und wie gesagt, wenn sie das Dossier haben, tant mieux. Also für die erste entscheidet die Komitee de Gouvernance mal, ob den Film pertinent ist für die Plattform. Aber ja, ob ein Dossier Pädagogik existiert, ob den gut genug ist. Aber wenn kein existiert, weil ich meine, wie gesagt, am Ganzen können schon 4 Dossier Pädagogik pro Jahr Ausgeschafft in plus minus. Das geht nicht korrigiert. Ich meine damit 5. Also zwischen den 2 Häusern vom CNA und vom ZBB. Natürlich die Komitee kann, die Gouvernance kann dezidieren, aber der Film fand mir so interessant, dass man dann selber so ein Dossier produziert. Für die Do 24 war dann auch schon so ein Appell lanciert oder aus du Selektionen einfach? Ja, da war, lass mal so den Appell war vielleicht nicht gerade formalisiert, die Filmakademie wird aber alle Societäten umgeschrieben, die hatten alle Möglichkeiten, das ranzurichten an alles, was man Rakuten analysiert. Also es eng Longlist vu Filmer, die aller Bas die vum Pro mit eng Langlist vu Filmer, die nemmi gëtt. Da sind dann enger Longlist, sind dann op eng Shortlist kommen, wat David dann effektiv op Plattform opsetzen. Land ver Filmer Schwärz opsetzen und die Trchter geklärt hun, dat ganz Demarsch, also all Filmfirmen auf all Filmproduzenten oder ein Akkor gehen für die Filme können durchzusetzen. Wichtig Element, wenn wir nicht YouTube von der Education und YouTube von der politischen Bildung oder von der Filmbildung. Das ist ein wichtiges Element, darauf hinzuweisen, dass der Film nicht einfach etwas ist, was frei verfügbar ist, irgendwo piratiert wird oder bei einer YouTube-Plattform an einer schlechter Qualität verstecken muss konsumiert gehen, dass er doch durchaus wertige Produkte ist, in einer anständigen Weise präsentieren und vermitteln zu geben. Ganz gut, eigentlich erstmal dann immer Konkurrenten mit 2 Produzenten. Hätte ich besser den Blick. Also 2 Minister. Das ist eine Funktion. Ich wollte just so zur Analyse der Filme und aber auch eine Seite die erste Analyse der Film, wo auch Piste sind, wie ihn kann eben kritisch einen Film rüber, aber ein Film halt kein was die Pädagogik oder was oder die gültig als für alle viel. Das ist viel. Mach. Jetzt ist noch eine froh. Dann froh an alle beantwortet sind, dann will ich aber merci so für die Präsenz an den Interesse, an der Merci und all die, das hat mich gemacht. Merci.